Der Mond verwünscht ging kalte Ohren. Aua, tun mir meine Ohren weh, hat am Nachthimmel der Halbmond beistet. Unruhig ist er dabei hin und her buttelt. Wenn die Sonne endlich kommt und mit ihren warmen Strahlen würde meine armen Ohren wärmen, dann ging's mir sicher schon das Halbe besser. Aber der Morgen war noch weit fort und die Sonne noch lange nicht auf dem Weg zu ihm. Dafür sind am Halbmond seine Freunde, die Sterne, um ihn herumgesuset. Der eine hat ihm einen heissen Tee aus der Himmelsküche bestellt. Der andere ist ein Fiebermesser geholt. Der dritte ist mit einer stinkigen Salbe dahergekommen und hat den Mond kurzerhand ringsherum damit eingeschlagen. Und der vierte hat ihm Ohrentropfen in die Ohren gelunschelt. «Aha, das ist der eklig», hat er sich bei dem beschwert. Den Kopf schräg haben und warten, bis einem so ein dickflüssiges Tröpfchen durch das Ohr hineingeschnagt ist und sich dort unter Gixen und Quietschen verteilt hat, ist wirklich etwas Ekliges. Und so richtig geholfen hat dem Halbmond im Moment irgendwie gar nichts von all diesen Sachen. Müde und schlampig hat er seine Aufgabe erfüllt, am Himmel oben zu leuchten, obschon er sich viel lieber Hals über Kopf daheim in sein Bett verschleifen. Natürlich gibt es auch bei uns Leute, solche, die schnell Ohrenweh verwutschen. Zum Beispiel im Sommer nach dem Baden, wenn die Ohren viel unter Wasser sind. Oder im Herbst, wenn ein geiler Wind um die Ohren sauset und die Kappe nicht auf dem Kopf ist. So jemand ist die Lili. Darum hat sie in ihrer Schublade die allerschönsten Kopftücher, Stirnbänder, Kappen und Hüte mit Ohrenklappen, die man sich nur vorstellen kann. Fast in jeder Farbe leuchten sie einem entgegen. Heute hat sie aber nicht richtig Ohrenweh. Heute hat sie Ohrenbrunnen. Und an dem hat sie erst noch Freude. Darum schaut sie am Abend, bevor sie ins Bett gogert, noch einmal lang in den Spiegel. «Wow, sind die schön!» freut sie sich und begutachtet die neuen Ohrenpänke. Goldig glitzern die an ihren Ohren. Ui, so lange hat sie sich schon gewünscht, die Löcher in die Ohrläppchen dürfen zu machen. Und endlich, diesen Nachmittag war es so weit. Dass jetzt die Ohren knutschrot sind und das Ohren ist nicht so schlimm. «Macht ja nichts, das ist morgen schon viel besser», tröstet sich das Modi und ist stolz darauf, dass es beim Machen nicht rennen musste. Das hat dann nämlich im Fall schön geklempert, wo die Frau den Schmuck durch die Ohren geschossen hat. Dann schläft Lili unter das Dachbett. Die Mami kommt noch eine kurze Geschichte vom Mond vorlesen. Dann wird das Licht gelöscht. Bevor der Lili ihre Augen gar nicht mehr offen bleiben, ruft sie natürlich noch einen Traumchef. Nicht viel später düsen sie mit ihren silbrigen Rollerblades durch den Traum. Sie hat doch letzte Woche ihren 6. Geburtstag gefeiert. Wegen dem hat sie jetzt neue Rollschuhe und Löchli in den Ohrläppchen. Die Knieschoner und der Helm mit einem roten Stirnband drunter hat sie gesetzt, so dass sie sich prima von einem Stern an einem langen Seil zum Mond ziehen kann. Dort sauset sie in einem Affenzahn über die Mondsicheln aus. Der Halbmond macht ihr einen kleinen muffligen Eindruck. Darum sagt sie zu ihm: «Wenn du nicht willst, dass ich dich als Halfpipe brauche, dann sag's einfach, gell?» In diesem Moment kommen die Sternenfreunde vom Mond hurtig zur Lili zu suchen. Sie erklären ihr, dass es am Mond gerade nicht so gut geht und dass sie doch so lieb sein soll, an einem anderen Ort her zu spielen. Da hat Lili Bedauern mit dem Mond. Nein, sie will nicht einfach niemand anders weiter rumporzen und den armen Mond leiden. Hurti geht sie zu ihm her. «Bleib schnell da und tu auf mich warten. Ich komme grad wieder», kuschelt sie ihm und fräset die Himmelrennpiste ab in ihr Zimmer. Schnell stopft sie einen Rucksack voll mit ihren schönsten Kappen und Stirnbändern, bevor sie sich auf den Weg zurück zum Mond macht. Der angekommen,
geht die Modenshow los. In einem grossen Kreis hocken ganz Haufen Sterne um den Mond und die Lili herum und geben zu jeder Kappe und jedem Stirnband der Senf dazu, ob's gut, doof oder einfach zum Kaputtlachen aussieht. Die Zeit geht bei dieser lustigen Verkleiderli-Aktion wie im Flug vorbei und schon gläuselt die Sonne über den Nachthimmelrand auf. Der Mond schaut ihr in ihrer rot-weiss gestreifelten Zöttelikappe entgegen. Und? Wie findest du das? Der Sonne gefällt es prima. Sie schenkt ihm sogar noch die passende Sonnenbrille dazu. Nicht, dass der Mond in der Nacht das Problem hatte, dass es ihn blendet. Einfach nur, weil es cool aussieht. Die Sterne klatschen laut Beifall. Dann verschwinden alle dorthin, wo sie zu dieser Zeit hergehören. Der Mond, die Sterne und die Lili ins Bett und die Sonne am blauen Himmel. Von dieser Nacht weg hat der Mond nie mehr kalte Ohren verwünscht. Und die Lili hat ging noch gerade ein bisschen mehr Freude daran, selber etwas an die Ohren anzulegen. Denk, weil sie jetzt weiss, dass sogar der Mond eine Kappe an hat, weil er sonst Ohrenweh verwünscht.